Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Panorama, moderiert aus der Berner Innenstadt. Heute geben wir euch einen Einblick, einerseits in die Samariterverleihung im Stadttheater mit dem Thomas Fuchs und andererseits in den Arbeitsalltag vom Scouter vom FC Thun, Nuri Sänger. Emotionale Momente im Stadttheater zu Bern. Tränen, die vergossen wurden, sind aber nicht an einem berührenden Stück geschuldet, sondern an der Verleihung vom 19. Samariterpreis. Mein Kollege Jannik Müllemann hat mit dem Organisator und SVP-Politiker Thomas Fuchs über Menschlichkeit diskutiert. Wir hatten die Preisverleihung vom 19. Samariterpreis. Dieses Jahr, was war so das Thema bei der Preisverleihung? Wir haben Organisationen genommen, die etwas machen für die Menschen, die eine Behinderung haben oder eine Einschränkung, dass die genau gleich mitmachen können wie alle anderen auch. Das ist zum Beispiel ein soziales Café. Wir haben jemanden ausgezeichnet, der Beratung macht, medizinische Beratung. Während man einen Kaffee trinken kann man mit den Ärzten reden, die pensioniert sind, die das dort anbieten. Und wir haben eine Organisation ausgezeichnet, da wird am Main, die Leute betreuen und ihnen eine Wohnmöglichkeit geben, die eigentlich sonst andere Wohnung nicht finden würden. In diesen fast 20 Jahren, wo der Preis, den ihr ins Leben gerufen habt, ist gelaufen, was waren so die Highlights, die ihr daran zurückdenken? Ja, es hat derart viel, dass ich die nicht einzeln aufbieten oder aufzählen, was den Leuten lustig hat. Zum Beispiel das Fundbüro haben wir mal ausgezeichnet, wo die ganz viele Gegenstände den Leuten wieder zurückbringen, die sie verloren haben. Das kann sein von einem Biss bis zu einem Schlüssel. Und das hat die Leute aufgemuntert und dann natürlich viele Mitglieder in den Vereinen, die teilweise 40, 50 Jahre in den Samaritervereinen aktiv sind, die eigentlich den Postendienst geholfen haben. Also wir haben die Liste auf bernersamariter.ch drauf. Es ist wirklich eine tolle Auswahl und vor allem ist es etwas Positives. Wir wollen, dass die Leute über positive Sachen berichten und nicht nur über Krieg und Schrecken. Man muss sich auch irgendwie etwas freuen können und für das ist der Samariterpreis geschaffen worden. Was ist im Großen und Ganzen so eure Botschaft, die ihr mit diesem Samariterpreis vermitteln wollt? Den Leuten Merci sagen für ihren Einsatz. Weil Merci sagen kostet schon mal gar nichts und das wird viel zu wenig gemacht. Ich sage auch immer, Leute mal euren Verwandten, Bekannten an, sagt denen Merci, fragt, wie es geht. Und nicht erst, wenn sie gestorben sind, rennen und sagen, ich bringe Blumen, dann nützt es nicht mehr. Darum in diesem Sinne positiv ins Leben gehen und an kleinen Sachen wieder Freude haben. Selber hat es nicht gelangt zum Profi, darum sucht er die Profis jetzt aus. Der Zürcher Nuri Sänger ist Scouter beim FC Thun. Auch dank ihm haben sie den Meistertitel geholt. Der Manuel Moser redet mit ihm über seinen außergewöhnlichen Beruf und darüber, ob ihn sein Bauchgefühl manchmal auch täuscht. Ich sage immer, jedes Spiel, das man schaut, kann auch für die Zukunft ein sehr wichtiges Spiel sein. Darum gibt es kein Spiel, das überflüssig ist. Jede Erkenntnis ist dementsprechend wichtig. Wie viele Stunden hast du schon auf dem Fußballplatz verbracht? Also, das kann ich wirklich nicht sagen, aber es sind sicher schon über 1000 Stunden, hätte ich gesagt. Ja. Als Spieler selber auch oder nur als Beobachter? Als Spieler weniger. Ich habe die Junioren Bewindung gemacht, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, es lange nicht mit dem Profifußball und habe mich dann relativ früh für das Scouting entschieden. Ja. Als Scout vom FC Thun, schaut man da nur regional, schaut man national oder schaut man sogar international? Wie sieht das aus? Unser Fokus ist schon hauptsächlich in der Schweiz. Sprich Erstliga, Classic, Promotion League, Challenge League und natürlich Super League. Gewisse Profile, die etwas schwieriger zu finden sind, müssen wir dementsprechend dann auch ins Ausland ein bisschen ausweichen. Aber unser Hauptfokus ist schon innerhalb der Schweiz. Das ist auch unsere Philosophie. Kannst du mir sagen, was ist deine längste oder weiteste Dienstreise bis jetzt gewesen? Gute Frage. Also ich bin auch schon auf Island geflogen zum Beispiel. Ich würde sagen, das ist sicher nicht die längste Dienstreise, weil es hat auch einen Direktflug dorthin. Die längste würde ich sagen, ja, ich war auch schon 15 Stunden unterwegs mit dem Zug. Dann ist mir ein Zug ausgefallen in Deutschland und dann bin ich dann wirklich dementsprechend schon lange unterwegs gewesen. Scouting, das hat viel mit Bauchgefühl zu tun, ist meine Vermutung. Kannst du das bestätigen?
Das kann ich wirklich bestätigen. Klar, ein gewisses Talent muss vorhanden sein. Es gibt aber schon auch Spieler, die dann, wenn sie das Trauen haben, einfach explodieren können. Und dann muss man auch das Spüren, das Bauchgefühl, um zu wissen, ja, wie können sie sich entwickeln oder nicht. Und für mich ist das Bauchgefühl die Halbmitte. Natürlich auch die Menschenkenntnisse, die extrem wichtig sind. Aber man muss schon ein Gespür haben, in welche Richtung kann es mit einem Spieler gehen. Und wenn das Bauchgefühl schlecht ist, ist es sicher schon mal eine negative Tendenz, was das Spielerprofil betrifft. Ist natürlich aber nicht alles. Oder? Es braucht mehrere Komponenten, bis man einen Spieler holt oder eben nicht holt. Aber das Bauchgefühl ist sicher ein wichtiger Bestandteil davon. Hat das Bauchgefühl schon mal im Stich gelassen? Das auch schon, ja. Also ich denke, jeder macht Fehler und das ist ja völlig normal. Ja. Merci vielmals fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal im Panorama. Die vollständigen Artikel zu den Videos könnt ihr in unserer App oder auf www.plattformj.ch nachschauen. Das Wetter gibt es jetzt gleich im Anschluss. Wir wünschen euch einen schönen Abend und bis morgen. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Heute haben wir wieder klassisches Sommerwetter mit viel Sonnenschein über den Bergen, ein paar Quellwolken im Mittelland, ein paar Schleierwolken, Temperaturen von um die 30 Grad. Und die nächsten Tage geht es in diesem Stil weiter. Denn wir liegen unter dem recht stabilen Hoch mit Zentrum, wo so gut wie direkt über uns liegt. Also wirklich grosse Wetterveränderung ist höchstens am Freitag ganz kurz in Sicht. Sonst geht es mit dem sommerlichen Wetter weiter. Als auch morgen am Donnerstag Vormittag erwartet uns wieder viel Sonnenschein bei Morgentemperaturen von um die 15 bis 16 Grad. Am Nachmittag bilden sich dann im Oberland wieder ein paar Quellwolken. Die bleiben meist harmlos. Sonst haben wir nur wenig Wind. Temperaturen die steigen nochmal ein bisschen an, liegen dann am Donnerstagmorgen bei um die 32 bis etwa 33 Grad. Die Nullgrenze steigt auf über 4000 Meter, liegt dann auf etwa 4200 Meter. Und eben, es geht in diesem Stil weiter. Am Freitag haben wir vorübergehend noch ein bisschen erhöhte Gewittergefahr. Da liegen wir dann auf der Rückseite von dem Hoch. Da haben wir dann doch auch verbreitet mal kräftige Gewitter mit dabei. Aber es bleibt heiß, 32 Grad am Freitag. Und ab dem Samstag geht es dann mit dem Wetter weiter, mit dem sonnigen Sommerwetter. Temperaturen jeweils deutlich über der 30 Grad Marke. Eine wirkliche Beruhigung von dem heißen Wetter ist jetzt noch nicht in Sicht. Soviel zum aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.